Das ist ein Spiel, vor dem die Heimmannschaft ein bisschen Bammel hat. Keine Frage. Hallo und herzlich willkommen. Sebastian, was glaubst du? Ist die Gastmannschaft heute wieder klarer Favorit? Ja, Tom, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass sie heute versuchen werden, ihren Fans ein Spektakel zu liefern. Und vielleicht bauen sie auch darauf, dass die Gäste sie unterschätzen. Davon gehe ich allerdings nicht aus. Richtig so. Und jetzt muss er schießen. Oh, den hat er gehalten. Und wie? Da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Ja, das war klasse. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Sauber geklärt vom Torwart. Ja, Fehlpass. Klasse Pass und jetzt hat er Platz. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Ja, und jetzt spielen sie mit viel Druck nach vorne. Ja, den muss er als guter Torhüter auch haben, den Ball. Der Torhüter klärt hier erstmal. Ein Weltklasse-Pass. So, das Tor wird jetzt hier die Zuschauer auch mal ein bisschen aufwenden. 1:0 nach diesem relativ früh erzielten Treffer. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Ja, eben stand sie noch selbst am Rande eines Gegentores und jetzt haben sie selber ein Tor gemacht. 14 Minuten sind gespielt und es steht 1:0. Ja, klasse. Direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Achtung, genau in den Lauf. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Und er kommt mit dem Ball an der Mauer nicht vorbei. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und der passt genau in den Knick. Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Und jetzt müssen wir mal abwarten, ob der vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Und solche Bälle spielt nicht jeder. Immer wenn die ab... Und der geht rein und jetzt ist er drin. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Und da macht er sein drittes Tor in einem Pokalfinale. Unglaublich, unfassbar. Oh, das könnte jetzt gefährlich werden. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Achtung, an die Latte, aber der Ball ist noch heiß. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Und der lange Ball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. Ja, das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Und jetzt drängen sie nach vorne.
Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Ja, genau aus der Entfernung muss man natürlich Freistöße verhindern. Vielleicht gibt es gleich ein Tor. Ja, den kann er nicht festhalten. Und es gibt Ecke. Ja, aus dem Eckball kann man deutlich mehr machen. Ja, kein Problem für den Torwart. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, und wenn sie es dem Abwehrspieler so leicht machen, bitte, schon hat er wieder den Ball. Den Ball schlägt er jetzt aus dem Abwehrbereich heraus in die Offensive. Auch wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben, Freistoß. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Gehalten, aber der Ball ist immer noch heiß. Ja, da war noch ein Verteidiger dran, deswegen Eckball. Ganz knapp geht der Ball vorbei. Und wenn sie weiter so Druck machen, dann werden sie früher oder später das Tor mal treffen. Und 3:0 ist das Halbzeitresultat hier. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Diszipliniertes Abwehrverhalten. So, jetzt wird's gefährlich. Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin gesehen und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Oh, da hat die Abwehr aber geschlafen. Und sie haben den Ball hinten aus dem 16er geklärt. Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war. Klasse Pass. Los, schieß, Junge. Und wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es dieser Keeper. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Und klasse wieder den Ball. Und er hat's gemacht. Er hat's erzielt. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen. Aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Und der lange Ball, Endstation Abwehr. Klasse Zuspiel, gut getimt und ganz genau. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Leichte Entscheidung für den Schiedsrichter, das muss gelb geben. Das ist Verwarnung Nummer 2, hoffentlich geht das nicht so weiter.
Das ist unfassbar, was der Torhüter heute hält. Ja, wenn Sie das Spiel hier gewinnen, dann können Sie sich ausschließlich bei Ihrem hervorragenden Torhüter heute bedanken. Brandgefährlich. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich werden, wenn er jetzt nur noch die Nerven behält, eine gute Flanke schlägt. Jetzt ist er durch, jetzt ist er vorbei. Klar, haben wir ja heute schon reichlich gesehen. Und jetzt fällt noch ein Tor. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Das Mittelfeld blitzschnell überbrückt. Sowas nennt man einen schulmäßigen Konter. Ja, wenn es den Abwehrspieler so leicht macht, bitteschön, schon hat er den Ball. Ah, klasse Aktion. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Dankbarer Ball für den Keeper. Toller Kopfball. Genauso stellen wir uns das vor. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. So, der Verteidiger. So. Oh, dann lässt er den Ball abklatschen. Das ist ja kaum zu glauben, er hält den Ball. Die erste gute Aktion des Torhüters in diesem Spiel. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz auch sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Ja, aber mit dem Eckball kann er den Torhüter nun beim besten Willen nicht in Verlegenheit bringen. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, das ist ja die völlig richtige Entscheidung hier, das gibt Gelb. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder den gelben Karton, völlig zurecht, finde ich. Ja, beide Trainer bringen jetzt nochmal einen frischen Spieler. Schauen wir mal, wie sich das auf die Partie auswirkt. Und ganz weit nach vorn gespielt und der Ball kommt auch noch an. Schöner Kopfball, das könnte eine Torchance werden. Ja, und sowas läuft unter dem Oberbegriff Ballkontrolle. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, hoffentlich hat sich der Spieler hier nicht allzu schwer verletzt. Eine gelbe Karte gibt es natürlich in jedem Fall. Ja, da kann ich ja sogar von Glück reden, dass er für dieses Foul nur gelb sieht. Das war ein richtig böses Foul. So, zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer, und damit ist das Kontingent erschöpft. Also unfassbar, wie der den Ball überhaupt noch rausgeholt hat. Ich glaube, das war auch richtig so, dass er den Ball hier lieber wegfaustet, als dass er versucht, ihn zu fangen. Tja, ich glaube, da hätte der Schiedsrichterassistent gar nicht die Fahne heben müssen. Das hat der Unparteiische schon selbst gesehen, abseits. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. Ja, lang ist nicht mehr zu spielen. Spannung ist natürlich raus und die letzten Momente dieser Begegnung werden da auch nichts mehr dran ändern. Ja, das ist einfach super. Oh, er trifft die Latte, aber es ist noch nicht vorbei. Ja, gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Und ich sehe gerade, hier müssen noch 4 Minuten nachgespielt werden. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Ja,
das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt gelb. Sie halten sich hier wirklich nicht zurück. Die wievielte Karte war das jetzt? Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Gut weggeköpft. Klasse Ball und das über diese Entfernung. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Sauberes Kopfballspiel. Ja, die Frage nach dem Sieger hat sich heute nicht allzu lange gestellt. Kein Wunder bei diesem Ergebnis. 4:1.